Cooler shaker. FM4. 11 minutes past 9 o'clock. I said we had a guest with us this morning. I'll give you the background first. Basically, earning money with music is almost impossible these days. That's a fact. Even for superstars. Who needs major labels? You've got Facebook, MySpace, YouTube, you name it. Sometimes it happens that you discover someone really interesting out there. This happened to us. Actually, it happened to you, Alex. Oh, yeah. We thank you for this, because you found a guy called Nils on YouTube, spelled Nils, by the way. He's from Vienna and makes music only with a guitar. Yes, right. Und außerdem mit einer Stimme, mit einer wunderschönen Stimme und einem breiten Wiener Dialekt. Und wenn man auf YouTube schaut, da findet man Videos von Nils und die sind sehr, sehr, sehr wunderbar. Dieser junge Herr scheint in jungen Jahren nämlich begeisterter Wolfgang Ambros-Fan gewesen zu sein. I'm gonna ask him. Er nimmt bestehende englischsprachige Songs und wienert die Texte ein. Also Wolfgang Ambros meets Lady Gaga. Yeah, sort of looks like der Nino aus Wien, remember? With, what was it called? Nigun's Gruppe Sexgewalt und Gute Laune. Yes, yeah, do you remember? Gruppe Sexgewalt und Gute So Laune. anyway, this is Nils. Have a listen. We've put some hooks together. Pixies, right? Die Viecher haben sie hinterm Stab versteckt. Ja, unter deine Kleider ist ein großer Geschichte. Da ist eine Frau, die ihr gehört hat. Da ist ein Territorium und alle Dinge, die ich verfühlt habe. Weiß ich oder bin Wow. Was haben wir gehört? Well, Pixies was one, Yeah, for sure. and another one? Help me out. Weezer. Yeah, Weezer, of Und- course. Lady Gaga? In there somewhere. He's with us in the morning, and he's sat on the studio with his guitar. Nils, good morning, welcome. Hallo, guten Morgen. So, great to have you with us. Super videos on YouTube, and Thank you. well done to you, Alex, for spotting that. I almost threw him. I said, can you do the cover of Adam Green's Friends of Mine? He's going, no, I can't. Aber er kann, auf YouTube sieht man eins und das Yeah, heißt that's dann what I'm gonna meine look. Freund. I will look at that. I will look at gibt that. sogar zwei. It's good to have you with us this morning. When did you start doing this? Viennese versions of other songs. It's a great idea. And why? Ja, also das erste Lied hat angefangen, also ich glaube, das war 2004. Ja. Also war aber nur ein Lied damals. Da bin ich und meine Schwester sind im Zimmer gesessen, uns war ein bisschen Fahrt im Schädel. Ja. Und haben Underneath Your Clothes gespielt, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum. Haben den Text vor uns gehabt und plötzlich haben wir angefangen, das auf Wienerisch oder halt in Mundart umzutexten, so Stück für Stück, während wir gespielt haben. I mean, is it easy to do? Because of course, you have to learn the chords and you have to learn the song. But Yeah. then putting the words to it, I would think would be quite difficult. Or is it easy? It depends on the song. It depends on what mood you're in. Ja, no. Es kommt auf den Song drauf an. Also manche Lieder gehen wirklich spontan. Da hat man die Akkorde, da hat man auch den englischen Text schon im Kopf. Zum Beispiel jetzt bei The Pixies. Yeah. Wo ist mein Hirn? Yeah. Wo ist mein Hirn? Where's my brain? Das ging wirklich einmal durchspielen und der Text war da und ich habe es spontan übersetzt. Andere Sachen sind harte Arbeit. Yeah. Zum Beispiel habe ich gemacht Homecoming von egal. Kanye West. Yeah. Homecoming in Heimkommen. Das war wirklich harte Arbeit. Das war ein Hip-Hop-Song. Mit Raps habe ich bisher noch nicht so viel zu tun gehabt und habe mir das Stück für Stück stundenlang erarbeitet. Yeah. Du kannst auch rappen. Nein. No. Are you a huge fan of Ambros, Georg Danzer, these guys? Or I like Georg Danzer, ja. you grew up with Georg Danzer? Well, I mean, not literally. Ja, mein Vater hört Yeah. sehr viel das. Es hört sehr viel Georg Danzer, Ambros und sogar Fendrich. Aber gut, also die Ursprungsidee war ja eigentlich es war so ein quasi Rundumschlag, ein bisschen ein Lustigmachen über den Austropop, Yeah. aber auch gleichzeitig ein Lustigmachen und Aufdecken von englischsprachigen Popsongs, wie banal, blöd, sage ich jetzt einmal, diverse Texte sein können, sind. Einfach gestrickt teilweise. Yeah. Einfach How many gestrickt, ja. have you written so far?
2004 you started, is that 6 years now? 2004 started, but I did a major break. And yeah, is that a major break or a major breakdown? No, I just did the one song or two songs back in 2004. Und jetzt habe ich 2010 angefangen, plötzlich das in eine Serie umzuwandeln. Jede Woche ein Video stelle ich rauf. Habe im Jänner begonnen, habe im Sommer eine Pause gemacht. Jetzt sind es 25, how many are on YouTube? 25 Ambros Meets Lieder. Also das Projekt heißt Ambros Meets. Ja. It should be Ambros meets Nils. But, you know, I'd want a percentage of what you get for that because of the managerial side of things. So far, we can only see them on YouTube and MySpace. Yeah. So are you working on an album? Is there a chance to see you soon? Muss ich sagen, ich weiß nicht genau, wie die rechtliche Situation davon ist. Das sind ja Originale von anderen Künstlern. Habe keine Ahnung, wie das läuft, wenn man das auf Albumbasis macht. To put it on a CD, schwierig. But you've actually worked on some titles, some other titles of your own. You brought a CD in with you. Ja, ich mache auch ein anderes Projekt, also mein Hauptprojekt, das heißt Nils, und da mache ich Mädchenmusik. Habe ich das Label draufgegeben. What does he mean, Mädchenmusik? Mädchenmusik. Music for girls. Yeah. No, not exactly. Es wird oft abwertend verwendet für Musik, die nur Mädchen hören, weil sie zu sanft, zu wenig rockig, was auch immer ist. Und in meinem Fall ist es eben, es ist sanfte Musik und es ist sehr ruhige Musik, aber es ist auch Musik über Mädchen, darum habe ich dann Mädchenmusik genannt. Yeah, okay. Well, listen, we've got 3 of these CDs in the studio. Niels has brought them in with us. Get your guitar for a couple of seconds, because I want you to play something for us before you go. You've got to play for your coffee. I love some of these songs, cover versions. The Katy Perry, Hot and Cold, Heiß und Kalt. Heiß und Kalt. Good. L.E.N.A, Britney Spears cover of Lucky. And of course, as I mentioned earlier on, friends of mine, the Adam Green cover, Meine Freund. Aber jetzt ist es so, diese 3 CDs, die wir jetzt hergeben, die muss man sich verdienen. Also Nils wird jetzt da einen Song spielen und wer errät, was das für ein Originaltitel ist oder welche Titel in diesem Mashup sind, das wir gleich hören, der bekommt sie. Okay, we'll take one of the 2. That could be fair. You can tell us one of the 2. Yeah, one of the 2 is okay. Mishmash now. I mean, ich bin ja immer sehr streng. Aber I know you are, and I'm sure Niels will agree with me because, you know, he's that sort of guy, isn't he? Yeah? Yeah, it's okay. See? It's okay. Yeah. All right, so you do a song for us now. I was going to say a lead. You do a song for us now, and it's a mishmash of 2 songs. We need one of the titles of the bands, and you'll get one of the CDs. Niels, first of all, thank you very much for coming in. I know you've got to go and do your day job soon. But play us a tune and you give us a call. 0800 226 996. Woo!